So. Ich habe in der Zwischenzeit Rüben geerntet. Ja. Ich pflanze jetzt Karotten an. Und nun, komm, wir gehen pennen. Ah, Ein bisschen. sonst sehe ich Hier nicht. schneit's. Voll. Bei mir stürmt's. Also ohne Schnee. Draußen. Mhm. Achso, draußen selbst. Aha. Gut. Ja, das ist so. Ich bin jetzt im Pennen hier, ne? Ja. Ach, schön. Du träumst, dass du mit deinen Gefährten auf der Jagd bist, hoch über grüne Hügel und durch Nebel verhängende Täler rennst. Vor dir stolpert deine Beute. Ajo, ich bin dein Gefährte. Ich hab Wollen wir geträumt. Ja, pisst. Tag 110. Oh je. Hier ist ein Berserker gespawnt vor meiner Schnauze. Der rennt weg. Ey Junge, wo willst du hin? Ich Der hab keine rennt von mir Pfeile weg. mehr, ne? Komplett. Aber Weißt du was? Wir müssen, oder ich muss jetzt Steine. Steine. ich bin fast tot von dem Berserker. Mhm. Okay, und ich hol mal mir noch eine Runde Steine. Es ist echt schön, dass ich jetzt, beziehungsweise dass ich es gemacht habe, dass wir hier eine Etage haben zu den Portalen. Ah, du findest es gut. Mhm. Okay. Dass wir mal durchrennen können. Ja, dass ich es mal verbunden habe. das hat sicherlich so einen Vorteil. Ich dachte mir zuerst halt Versatz, damit wir nicht alles auf eine Ebene bringen müssen. Ach so, das mache ich doch liebend gerne. Passt schon. Ja, dann ist gut. Dann in jedem Game, wo man Terraforming machen kann, rufe ich dich an. Hm? Also falls auch unsere liebe Zuschauer irgendjemand brauchen für Terraforming, Sir Graf hätte Zeit. Gut, im Rahmen des Let's Plays, ja. Auch sonst. Der hat kein Leben, der täuscht das nur vor. Ja, genau. Das Um wäre sich schön. rar zu machen. Oh, kennst du das? Es gibt wirklich, ich weiß nicht, ob du schon Bekanntschaft damit gemacht hast, aber es gibt wirklich Leute, die sich künstlich versuchen rar zu machen, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie interessanter sind. Also wie rar. Sagen Wie wir meinst du mal, das? du und ich verabreden uns jetzt zum Beispiel zum Minigolfen. Ja. Du hast Zeit, ich weiß, dass du Zeit hast, ich habe Zeit, wir machen das so. Jetzt, da du aber interessant wirken willst, sagst du mir, du hast keine Zeit, weil du viel zu tun hast. Aber in Wirklichkeit hast du nicht viel zu tun. Eigentlich hast du gar nichts vor. Du sagst mir nur ab, damit das Interesse daran, sich mit dir zu treffen, noch weiterhin auch nach dem Minigolfen besteht. Ach so, meinst du das? Kannst du mir folgen? Ja, logisch, ja, kann ich. Und es gibt wirklich Leute, die das machen. Zum Beispiel du und ich. Ja. Gleichzeitig. Ja, wir verabreden uns. Ja, ich hab keine Zeit. Ja, ich auch nicht. Passt schon. Ja, morgen geht. Ja, kannst du morgen früher? Kannst du heute früher? Nee, erst später. Ja, dann geht's gar nicht. Unsere wöchentliche Konversation. Nee, aber das ist... Ich finde das sick, aber psychologisch gesehen ist es wirklich so. Es nützt irgendwie was, traurigerweise. Auch wenn man eigentlich, ich sag mal so, Freundschaft, Beziehung etc. hat man solche Spielchen nicht nötig. Aber wenn man irgendwie was erreichen will, dann leider Gottes funktioniert das sogar. Oh je, Mine, jetzt kommen die Kollegen hier wieder, die Grauzwergen. Das wollen die immer von mir. Ich bin nicht Celebrity. Ich bin nur Depp.
Die wollen, dass du Scientology beitrittst. Ja. Wo muss ich unterschreiben? Wo darf ich unterschreiben? Du bezahlst Steuern mit Steinen. Dann werden sie aber arm. Ich habe nämlich keine mehr. Deshalb bewerfen sie dich auch mit Steinen. Oh Mann. Oh je. Es wird besser. Was es jetzt noch nicht gut war, es wird besser und güter. Oder wie ging Also, das? ich bin hier echt auf einen Riesenstein gestoßen, ne? Nur mal. Ah, du bist wieder beim zur Info. Außenposten. Ja, ja, ja. Ich bin ja wieder am Abarbeiten hier. Ich habe ja keine Steine mehr. Ich pflanze hier gerade 300 Karotten. Auch nicht schlecht. Einfach weil ich es kann. Da müssen wir nur noch ganz viele Pilze suchen. Dann haben wir Karottensuppe bis an unser Lebensende. Passt für mich. Isst du eigentlich Suppen? Also wie jetzt im Spiel? Ja, auch. Nein, Real Life. Ja, die einfachste Suppe der Art. Teilweise am meisten. Also Weißt wie du, jetzt die einfachste Suppe? Bouillonsuppe. Bouillon, ja, das ist das einfachste Warte mal, der Welt. im Den Deutschen Wasserkocher? gibt es das Wort Bouillon gar nicht. Wie heißt denn das? Gemüsebrühe. Stimmt. Oder Auch schon wieder Rinderbrühe. Bei uns heißt es einfach Rinderbouillon oder Gemüsebouillon. Na gut, ist halt vom französischen Teil, ne? Ja, C'est la France. stell dir vor, ein Deutscher wird die ganze Zeit, oh, Baguette, Trottoir, Velo, Bouillon. Dann denken die Franzosen schon, oh scheiße, der will wieder einmarschieren. Okay, nee. Oh. Nee, aber einfach so eine Gemüsebrühe so. Das Einfachste ist wirklich im Wasserkocher halt Wasser machen, ne? Mhm. 1-2 Esslöffel Gemüsebrühe in die Tasse und das heiße Wasser rüber, fertig. Also, das ist wirklich die einfachste Art. Und ansonsten Irgend- so? Was haben wir letztens mal gemacht? Irgendwie mit Kartoffeln und Co. und Karotten und weiß der Geier was schon, aber es ist halt extrem aufwendig, ne? Also, wenn dann wirklich gut, aber das ist schon wieder gefühlt Jahre her. Okay, ich esse wirklich gerne Suppen. Also da fängt es von Gerstensuppe an, bis was ich gerne selber mache, ist Tomatensuppe und dann noch Cevapcici rein. In die Tomatensuppe. Mhm. Oder was halt polnische Spezialität ist, Żurek im Brot drin, also Żurek w chlebie, sagen wir dem. Das ist eigentlich so eine Gurken-Speck-Ei-Suppe im Brot drin. Gurkenspeck-Ei. Klingt auf jeden Fall aromatisch. Richtig saure Gurke, die über ein Jahr gereift ist. Im Fass. Das Fass wird im Wasser versenkt und nach einem Jahr rausgeholt. Ablaufdatum und so? Kennen sie die in Polen noch nicht, ne? Das wird ist gegärt. egal. Bei uns wird vieles gegärt. Weil ihr keine Kühlschränke habt oder was? Nee, weil wir einfach alles in Fässer und ins Wasser werfen. Weil wir es können. Nee, das hat so ein geiles Aroma. So ein leicht brennendes, bitterliches Aroma, aber es ist arschgeil. Warum? Ja, weil wir es können. Und dann Barsch. Warum schmeißt ihr das Essen ins Wasser? Ja, weil wir es können, aber... Wenn du das nur mal so anhörst. Ja, warum schmeißt ihr das Wasser ins Essen? Ja, weil wir es können. Ja, ist gut, okay, danke, tschüss. Ja, nach einem Jahr wird's rausgeholt. Ja, wo haben wir es denn vergraben? Ich weiß nicht mehr. Okay, nächstes Jahr. Dann stoßen sie auf Uranfässer. Nee, und dann gibt's noch den Barsch-Suppe. Das ist eine Randensuppe. Ich glaube, ihr habt einfach solche Gerichte, die halt dazu mal wegen dem Armutsverhältnis. guten Österreicher, der in Deutschland eingewandert ist, mal nicht mehr zu fressen gehabt haben. Und dann halt, Das ist eine Delikatesse für Weihnachten. Barsch mit Pierogen. Pierogens sind nichts anderes als XXL-Tortellinis
mit Fleisch gefüllt, mit Himbeeren gefüllt, mit Sauerkraut gefüllt, mit Pilzen gefüllt oder mit russischem Schafskäse gefüllt? Darf da weißrussischer Schafskäse auch rein? Nein. Ah, ich frage noch für einen Freund. Wo bist du? Du meinst für diesen den Kumpel Tomaschenko da? Keine Ahnung, aber ich glaube langsam aber sicher hier der Stein, keine Ahnung. Nee, Das ist also kein ich, Stein. wie gesagt, ich mag richtig gerne Suppen, aber in letzter Zeit, ich und Suppen. Ja. Ja, Ist ausgesuppt, ne? nee, du musstest das selber zubereiten. Und was es auch noch gibt, ist. Ja, logisch. Wie heißt sie? Nicht Flaki. Oder heißt es Flaki? Eigentlich die einfachste Art, Dinge selber zuzubereiten, keine Fertiggerichte mehr zu nehmen. Ich glaube, es hieß Aber weißt du, Flaki. Suppen ist bei uns oder generell halt irgendwie so aktuell gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal warum. Flaki? Nein, ehrlich Flaki gesagt. waren die Teig, waren die Nudeln, die man rein tut. Flaki. Rosso! So, Rosso hieß die Suppe. Jetzt denkst du dir, what the fuck, was ist ein Rosso? Irgendwas Rotes. Nee. Das ist eigentlich die Gemüsebrühe. Auf polnische Art und Weise. Mm, Und zwar. ich frage mich, was wird da reingeschmissen? Nur schon mit Polnisch rede. Komm, es wird da irgendwas Fleisch? Gut, Fleisch kommt eh rein, aber Also, ja. Dinge, die der Mensch nicht haben möchte. Karotten, Polen. Ja, Rüben. ja. Rüben sind Karotten, scheiße. Kartoffeln, Ja gut, Kartoffeln gehören überall in der Kohl, Suppe. Gehört auch angebrannte grundsätzlich zu einer Suppe. Zwiebeln. Und Verbrannte Zwiebeln gehören nicht dahin, aber ein Huhn mit Haut. Also mit dieser Fetthaut. und mit Ei oder ohne? Poulet Oberschenkel. Ein Hühnchen Oberschenkel. Hühnchenschenkel meinst du da, Kollege, Ja. ne? Und dann wird das Fleisch mitgekocht, damit das Fett von dieser Hautschicht in die Suppe reingeht. Dann wird das Ich weiß Fleisch. nicht, warum du so ein bisschen Gewicht auf den Rippen Das hast. Fleisch wird dann rausgenommen, das Fleisch wird weggenommen und dann wird nur noch der Knochen mitgekocht. Ja. Das Huhn ist da weggeschmissen. Danke sehr. In den Fass eingetan und im Jahr wird danach geschaut. Und nicht mehr gefunden. Oh, warum haben wir es hingeschmissen? Oh, weiß nicht. Oh, nächstes Jahr wieder. Nee, das ist Rosso. Das ist eigentlich Gemüsebrühe extravagant. Ja gut, gehört auch logisch. Und dann, die Suppe darfst du, wenn du sie frisch zubereitet hast, nur einen Tag so essen. Danach machst du Tomatensuppe daraus. Du schmeißt einfach nur Tomaten rein, pürierst die und dann hast du Tomatensuppe. Ja, also ist irgendwo durch logisch. Wenn du eine Suppe hast. Oh je, also wir sind hier. Ich glaube noch lange nicht. Das ist ein Riesenstein, also. Du willst nicht wissen, wie groß das Ding ist. Ich denke mal, ich schaue das auf YouTube an. In 300 Jahren. Oh Mann. Ich habe übrigens ja vor der vorletzten Aufnahmesession oder letzten, vorletzte, Mhm. alle Folgen mal benannt. Ich habe bis im Januar. Oh. Angenehm. Gut, ich bin auch ein bisschen hinterher wie eine alte Fasnacht. Walheim habe ich bis heute schon ausfallen lassen. Heute schon ausfallen lassen. Junge, Junge, Junge. Ja, weil wir erst heute aufnehmen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, und am Oh, Bäume je, abbauen, je. das ist auch das Dümmste, was mir nur in den Sinn gekommen ist. Immerhin ist ja was in den Sinn gekommen. Es gibt Leute da, denen ist gar nichts mehr da drin im Kopf. Und die Arme. Die tun mir auch echt leid. Patrick, ich bin doof. Ja, wenn du das selber sagst und es auch so heißt. Ist hier die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Oh je. Apropos Serien und Co, ne?
du hast ja Netflix abonniert. Ja. Und ich habe das mal für einen Monat getan. Meine Serien, die ich normalerweise gucke, sind da einfach nicht drin. Ist einfach so. Guck, Meine alles Serie, an. die ich jetzt angefangen habe zu schauen mit meiner Freundin, Pretty Little Liars, die wird einfach ab dem 20. Dezember von Netflix weggenommen. Ja. Ich muss aber Netflix noch ist 6 so. Staffeln bis dahin schauen. Ich habe nämlich jetzt noch genau 10 Tage Zeit. Dann viel Spaß. Nee, was ich sagen wollte ist, ich hab mal so, ich bin ja eher so, was soll ich sagen, ich gucke auch Marvel-Filme, ne? Also MCU, ich weiß nicht, wie du drin steckst. Gar nicht. Okay. Aber ich habe mir eine angeguckt, Disney Plus ist ja auch so ein Abo, ne? Wie Netflix, einfach ein anderer halt von Disney. Oder Amazon Prime gäbe es ja auch noch. Ja, genau. Aber was Disney alles hat, ne? Was die alles aufgekauft haben, ist mir gar nicht bewusst gewesen. Die haben nicht nur Disney, sondern auch Pixar und Marvel und Star Wars und wie ist das andere nochmal? National Geographic. National in ihrem Geographic Abo. auch? Jo. Und noch Star, was immer das ist. Star TV. Keine Ahnung. Ich dachte Aber- schon, die haben noch Astro TV aufgekauft. Für 12 oder 13 Franken pro Monat. Und du kannst Familienkontos anlegen, ne? Also du brauchst nur ein Login und kannst da mehrere. Das habe ich Irgendwie. bei Netflix auch. Ja, aber du musst die verknüpfen, oder? Oder nee? Nee, du kannst Keine bei Ahnung. ein Login mehrere Konten machen. Du kannst sogar ein Kinderkonto machen. Ja, kann ich bei Disney Plus auch. Aber auf jeden Fall bei Disney Plus, du weißt ja Disney, was die alles haben, ne? Ja, So. das ist sick. Ja, und Was dann auch ich- noch Pixar und dann, ja. Also du hast jetzt Disney. Disney Plus, ja, abonniert. Hast du schon Borat 2 geschaut? Was? 2? Ja, es gibt einen zweiten Teil. von Seit Borat. wann denn? Seit Seit letztem Jahr. 1980! Weißt du, ich gucke Filme, die dato 50, also im 2021 15 Jahre alt sind. 50 Jahre alt, 50 Jahre alt, also. Ach so. 70er sind noch gute Filme, ne? Ja, so ist es bei mir mit den James Bond Filmen. James Bond ist bei mir so ein bisschen durch. Hast du No Time to Die gesehen? Ist das der letzte? Vorletzte? Das ist jetzt der Vorvorletzte? letzte mit Craig. Nö. Du meinst der neueste jetzt, oder Ja, was? der neueste, genau. Nö, den habe ich noch nicht gesehen. Noch nicht? Ich glaube, das letzte war Casino Royale oder der in der Nachfolge danach. Da bin ich drauf stecken geblieben. Irgendwo um den Dreh rum. Okay. Wow. Aber ja, man trägt auch immer wieder Dinge ab. Hab dann gleich wieder so eine Kiste voll, ne? Nice. So ein ganzer. Ich bin jetzt fast beim Dunkelwald mit Abholzen. Ey, wir bauen einfach nur Dinge ab. Ja, ein Zuschauer. Ja, das tut mir aber wirklich leid. Wenn du da zuguckst und. Hey, hier hat's einen Berg, den du auch terraformen kannst, dann haben wir keinen Schatten mehr. Auf jeden Fall, werde ich tun. Oh nee. Kannst du Gift drauf nehmen. Oder wir bauen einen Tunnel durch. Nee, das geht nicht von der Stadt weg. Das kann man leider noch nicht Löcher bauen. Weil wenn ich jetzt den Berg anfangen würde abzubauen und einen Tunnel bauen will, dann kommt der ganze Berg nach unten. Stimmt, ne? Das... Weil dann hätten wir sowas wie unterirdische Keller und Gänge und so. Wären machbar. Wir können ja einfach unter dem Marktplatz und Co. Aber eh einen Steinplatten. Gut, nee, Stein geht ja nicht. Oh, ich bin doof. Doch, du müsstest, Dingens, Ja, die Steine noch, Pfeiler. Dingens. Steinpfeiler. Pfeiler. machen, ja. Heilige Scheiße, das ist echt hier extrem. Also der Stein, ich möchte das nie sein. Du bist immer noch beim gleichen Stein, oder? Ja, logisch.
Das ist enorm. Und vielleicht so in der Hälfte. Nicht einmal, nee, ein Drittel eventuell. Ein Viertel. Was ich gut finde, ist, wenn die Bäume fallen aneinander und gehen dann kaputt. Das stimmt. Da ist die Physik, die sie hier eingesetzt haben, richtig geil. Komm schon, wir müssen jetzt hier wieder nach Hause tuckeln. Oh ja, Nicht es ist so wieder viel. Schlafenszeit. Nicht so viele Steine, wie wir haben, wie ich vorhin hatte, aber... Ey, komm mal ran, du Arschgeige. Jetzt gehst aber ab, du scheiß Ding. Einfach meinen Wagen zerschmettern. Oder anschießen, ankacken. Ja, das machen sie gerne. Von hinten einfach rankommen, das ist mir noch nie passiert. Das ist ein Mensch von mir, ja. Nee, egal. Aber das sind andere Geschichten. Ja, wir sind über 20 Minuten. Oh je, Mine. Oh je, Mini. Ja. Dann sehen wir uns wieder. Nächsten Runde, ne? Jo, bis dahin. Tschüssi.